SRF Audio. Tausende Menschen steigen aus dem Meer. Sie tragen zum Teil Neoprenanzüge oder haben Schwimmringe um. Viele von ihnen sind noch minderjährig. Sie klettern über Felsblöcke und überqueren so die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta. Auf Videos sieht man, wie einige Migrantinnen und Migranten nach ihrer Ankunft jubelnd durch die Straßen rennen und rufen «Viva España!». Sie haben die gefährliche Überquerung anders als viele andere überlebt. Was passiert da gerade? Warum erreichen ausgerechnet jetzt so viele Menschen Ceuta? Und warum ist dieser kleine Ort immer wieder Brennpunkt europäischer Migrationspolitik? Diese Fragen klären wir jetzt hier bei News Plus. Ich bin Vanessa Liedergerber. In Ceuta herrscht Ausnahmezustand. Für die kleine spanische Exklave mit rund 85.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist die ganze Situation eine große Herausforderung. Es sind Zehntausende Migrantinnen und Migranten angekommen, viele schwimmend, andere über den Landweg. Mindestens 34 Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Bert Stauffer ist Autor und Journalist und Marokko-Kenner und auch Ceuta kennt er gut. Ja, das ist doch eine ganz außerordentliche Situation, die ich selber noch nie erlebt habe. Ich war 2005 in Ceuta und seit diesem Zeitpunkt hat es fast jedes Jahr mehrere Versuche gegeben, diese Grenzbefestigungsanlagen zu überschreiten und eben nach Ceuta zu kommen. Es hat immer auch Todesfälle gegeben, viele Verletzte, aber in einem solch hohen Ausmaß wie jetzt, also Zahlen gegen 50.000, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das ist eine absolute Ausnahmesituation nach meiner Einschätzung. Ja, die Aufnahmezentren und die Straßen sind überfüllt. Ein Einkaufszentrum wurde wegen des Andrangs zeitweise sogar geschlossen und ein Fest zu Ehren des Schutzpatrons der Stadt wurde abgesagt. Es herrscht Chaos in der kleinen Stadt und ich frage mich, was treibt die Menschen an, alles hinter sich zu lassen und diesen riskanten Weg nach Ceuta auf sich zu nehmen? Ja, wir kennen die genauen Gründe, weshalb die Menschen sich auf den Weg nach Ceuta gemacht haben, nicht zum jetzigen Moment. Aber klar ist, es gibt im Norden von Marokko Hunderttausende, vor allem junger Menschen, die chancenlos sind, die ohne Perspektiven sind, die arbeitslos sind, zum Teil auch arm. Und sie sehen natürlich in Europa, in Spanien, eine Chance für ein besseres Leben und eine Chance auch von ihrem Heimatland von Marokko sich zu verabschieden. Spaniens Ministerpräsident ist aufgrund der Situation sofort nach Ceuta gereist und hat der Bevölkerung Unterstützung versprochen. Er spricht von einem Angriff auf die territoriale Integrität Spaniens. Auch die internationalen Reaktionen folgen Schlag auf Schlag. Während wir hier an diesem Podcast arbeiten, entwickelt sich die Lage laufend weiter. Einige Medien melden, dass bereits etwa 25.000 Menschen wieder nach Marokko zurückgekehrt seien. Trotzdem hat die spanische Regierung am Freitag Soldatinnen und Soldaten nach Ceuta geschickt. Dass das Militär vor Ort ist, das habe auch eine gewisse Aussagekraft, sagt Barbara von Rütte. Sie ist Assistenzprofessorin für Migrationsrecht an der Uni Bern. Die Tatsache, dass Spanien jetzt das Militär geschickt hat, zeigt sicher, dass dort politisch großer Druck ist. Es ist aber in dem Sinne auch nicht außergewöhnlich. Man sieht immer wieder, dass das Militär auch unterstützend an die Grenzen gebracht wird. Und wir hatten natürlich auch in den letzten Jahren verschiedene Situationen, wo es zu diesen plötzlichen größeren Ankünften kam, in Griechenland, in Italien sowieso, aber auch beispielsweise in Polen oder in den baltischen Staaten im Zusammenhang mit der Ukraine, aber auch mit Grenzüberschreitungen aus Belarus oder dann ganz klassisch Österreich, Deutschland 2015. Und insofern denke ich, das ist nicht überraschend, dass Spanien jetzt das Militär geschickt hat. Was es aber sicher zeigt, ist, dass wir auch eine zunehmende Militarisierung der Außengrenzen beobachten können. Der Etat von Frontex wurde über die letzten Jahre massiv ausgebaut. Frontex ist eine Organisation mittlerweile innerhalb
der EU, die über sehr viele Mittel und sehr viel Personal verfügt, und die Technologien, die eingesetzt werden von Frontex, aber auch von den Mitgliedstaaten zur Kontrolle der Außengrenzen, sind sehr stark technologisiert, sind sehr stark militarisiert. Da werden Drohnen eingesetzt, andere Überwachungsmaßnahmen. Also insofern reiht sich dieser Militäreinsatz im Falle Spaniens jetzt in eine größere Kontinuität ein. Dass Ceuta von Migrantinnen und Migranten überrannt wird, ist nicht das erste Mal. Regelmäßig versuchen Menschen, die Grenze zu überwinden, nach Ceuta, aber auch nach Melilla, eine andere spanische Stadt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste. Ceuta und Melilla sind die einzigen Orte in Europa, wo Europa eine Landgrenze mit Afrika hat. Man hat ja eigentlich im allgemeinen Verständnis immer das Gefühl, zwischen Europa und Afrika liege das Mittelmeer. Das ist eben nicht so aufgrund dieser beiden Exklaven. Und die Landgrenze in Ceuta und Melilla ist eine der bestgesichertsten Grenzen in Europa. Dort gibt es schon seit langem sehr, sehr hohe Zäune, und all diese Bilder von der europäischen Abschottungspolitik und Migrationspolitik, die wir vor dem Auge haben, zeigen sich dort, und jetzt wird quasi diese Grenze umschwommen. Die Leute kommen über das Meer, und ja, ich glaube, an diesem Ort manifestiert sich die Geschichte Europas und Afrikas, die Verknüpftheit der Kulturen und der Menschen, aber auch die Tatsache, dass Migrationskontrolle letztlich, auch wenn noch so hochgerüstet wird und noch so fest technologisiert wird, etwas ist, was sehr, sehr schwierig ist und Menschen sehr oft einen Weg finden. Auf Ceuta gab es den letzten größeren Ansturm 2021. Damals wurde vermutet, dass Marokko absichtlich die Grenzkontrollen gelockert oder ausgesetzt hatte, um Spanien politisch unter Druck zu setzen. Für die aktuelle Entwicklung gibt es womöglich eine andere Erklärung. Und zwar ein Urteil des obersten Gerichtshofs in Spanien vom Juli. Dieses sagt, wer beim Versuch, Ceuta schwimmend zu erreichen, im Meer aufgegriffen wird, darf nicht unmittelbar nach Marokko zurückgewiesen werden. Stattdessen ist ein reguläres ausländerrechtliches Verfahren nötig. Dazu gibt es aber auch eine Vorgeschichte, und zwar ein früheres Urteil, das ebenfalls Ceuta betraf und eben einen früheren Ansturm. Das Urteil ist aus dem Jahr 2020, und dort hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, dass im Falle so eines großen Ansturms die Leute direkt zurückgewiesen werden können, weil sie ja eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, ein formelles Asylgesuch über einen Außenposten der spanischen Behörden zu machen. Und dadurch, dass sie quasi als Gruppe die Grenze gestürmt haben, haben sie ihr Recht auf Zugang zu einem Verfahren verloren. Das Urteil wurde damals in der Forschung sehr, sehr stark kritisiert, oder aus menschenrechtlicher Sicht auch sehr stark kritisiert. Aber das hat vielleicht, ist das als Hintergrund dazu noch zu sehen, dass jetzt hier der spanische Gerichtshof wieder ein Fenster aufgemacht hat, das vorher eigentlich zwischenzeitlich als geschlossen gegelten hat. Wie lässt sich denn das Spannungsfeld zwischen Grenzschutz und Menschenrechten einordnen? Das internationale Menschenrechtssystem verbietet es, dass Menschen zurückgeschickt werden, wenn ihnen im Herkunftsland Folter oder menschenrechtswidrige Behandlung droht. Insofern müssen schutzsuchende Menschen Zugang haben zu einem Verfahren, das ihnen potenziell Schutz bietet, und zwar individuell. Also jede einzelne Person muss quasi einzeln geprüft werden. Die Menschenrechte beschränken auch die Möglichkeiten der Staaten, Menschen in Haft zu nehmen, und legen auch Vorgaben fest, wie die Menschen behandelt werden sollten, beispielsweise auch, inwiefern sie überwacht, kontrolliert werden können, inwiefern das KI-Technologien eingesetzt werden können und so weiter. Also sind wir hier klar in einem Spannungsfeld zwischen menschenrechtlichen Vorgaben und der Migrationskontrolle. Und was wir auch sehen auf europäischer Ebene ist, dass dieses Spannungsfeld im Moment natürlich ein sehr zentraler Bestandteil der politischen Auseinandersetzung ist, und das mit der aktuellen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems und mit dem EU-Pakt zu Migration und Asyl hier
das Pendel im Moment eher zugunsten der Staaten und zugunsten der Migrationskontrolle ausgeschlagen hat. Also mit den neuen Regelungen des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die seit dem 12. Juni 2026 in Kraft sind, wurden eigentlich die Möglichkeiten der Staaten zur Migrationskontrolle ausgebaut zulasten der Rechte der schutzsuchenden Menschen und der Migrantinnen und Migranten. Jetzt sind, wie gesagt, Zehntausende Migrantinnen und Migranten in Ceuta angelangt. Welche Rechte haben denn die Menschen, die jetzt dort sind? Diese Menschen sollten Zugang bekommen, im Prinzip zu einem Schutzverfahren, wenn sie Schutz ersuchen. Sie dürfen nicht ohne weiteres für längere Zeit inhaftiert werden. Sie sollten auch alles Notwendige für ein menschenwürdiges Überleben bekommen. Wobei hier auch klar ist, das ist eine Extremsituation. Ceuta ist sehr klein. Ich glaube, das sind 85.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn da jetzt irgendwie 40.000, 50.000 Migrantinnen und Migranten dazukommen, ist das eine extreme Belastung für die Infrastruktur, was natürlich sicher den Handlungsspielraum des Staates erhöht und was die Pflichten gegenüber den Migrantinnen und Migranten reduziert. Und was wir auch haben nach neuem Recht, jetzt seit dem 12. Juni dieses Jahres, ist die sogenannte Krisenverordnung, ein Rechtsinstrument der Europäischen Union, das bei Massenankünften erlaubt, Standards herabzusetzen, die Verfahren zu beschleunigen und die Rechte der betroffenen Menschen einzuschränken. Wie geht es jetzt weiter? Die EU will helfen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sie hat Spanien Unterstützung angeboten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert ein hartes Vorgehen. Zitat: Wir können niemandem erlauben, in unsere Union zu kommen, ohne sich an unsere Regeln zu halten. Auch die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex wird eingeschaltet. Was sagt denn diese Situation in Ceuta allgemein über Europas Migrationspolitik aus? Die Situation in Ceuta zeigt, wie volatil die Situation ist, dass sozusagen über Nacht wieder sehr, sehr viele Menschen nach Europa kommen können. Sie zeigt aber auch, und das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, sehr interessant in diesem Fall, wie die Anlandungen in Europa und die Migration nach Europa in einem historischen und in einem globalen Kontext gesehen werden muss. Schon die Tatsache, dass Spanien Exklaven auf dem afrikanischen Kontinent hat, ist ein Sonderfall und muss historisch erklärt werden. Das geht zurück in die Zeit, als Spanien maurisch war, also zu Afrika gehört hat. Es gibt aber auch koloniale Kontinuitäten. Es wird jetzt auch gesagt, dass der Ansturm jetzt Zusammenhang hat mit Spaniens Politik gegenüber der Westsahara, einem Gebiet, das von Marokko beansprucht wird und früher eine spanische Kolonie war und die jetzt Autonomie haben möchte. Und es wird spekuliert, dass neben dem Urteil in Spanien auch ein Besuch des spanischen Premierministers in der Westsahara Grund sein könnte, wieso Marokko plötzlich mehr Migrantinnen und Migranten nach Ceuta lässt. Und das zeigt eben, wie verflochten die Migrationspolitik ist und wie stark die Geschichte hier weiterhin reinspielt bei der Frage, wer nach Europa kommt und wie viele Menschen nach Europa kommen. Das war News Plus. Produziert hat heute Martina Koch. Mitgearbeitet hat Sophia Fessler und ich bin Vanessa Ledergerber. Bei Fragen oder Ideen für weitere News Plus Folgen meldet euch doch zum Beispiel via Mail an newsplus@srf.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.